Mijn vriend, je bent vandaag met ons met. En vandaag willen we weer gaan in onze series in 5 Mose. Het thema voor vandaag is: vergeet niet jullie God. Vielleicht zei Jesus ook zijn en ik zijn, ik würde sagen, verken ze vergeet hem. Heb je maar vielleicht beleefd, je hebt een stoel naar je gaan en je gaat een stoel naar en wanneer je een stoel bent zijn, dan gaan je ram en je probeert je waar helpen denken. Waarom zijn ik in de stuur? Maar wat kan ik hier aan om te typen? Oder sei je in de shop en je schaffen en je fehlt een beste tool en sleutel en dan ga je naar een toolbox en je zegt je wat en wanneer je bedoel zijn, dan heb je ganz vergeten en wat je gingen. Verken als het dan, wanneer we dort zijn, dan moeten we teruggaan, maar we ons dat fehlen dat we waar alles zijn doen, dat we waar kunnen weten en wat we ons vergeten hadden. Zo is het ook met ons jetzige leven. Gott sagt hier naar ons, vergeet niet jullie God. En vielleicht moet Gott ons terugbrengen, wo wir anfangen deuten, oder wo der Untergrund ist, zodat wir am nicht vergeten doen. Von der will wir sein, was sagt Moses naar de Israeliten in 5 Mose Kapitel 8 en dan de eerste poort in Kapitel 9. Alle wieder gehen, wir nach Himmel beten. Gott im Himmel, wir sind dankbar, dass wir haben die Technologie, dass wir das können, dass wir eine Tag haben und horchen. Und ich bete für jede Person, die das hören, dass du uns abhören, dass wir können von dir hören. Und dass du wo immer uns hört, erst von dir smars, wo immer wieder horchen, dass du uns hört abhören, stärken, dass wir können besser Jesus Christus nur folgen. Wir beten das in Jesus Namen. Amen. So erstlich in Kapitel 8, wir sind von der in 5 Mose Kapitel 8, lehrt Moses hier, dass die Israeliten sollen nicht Gott seine Gesetze vergeten. Er fängt an der ersten Vers, sagt, sie sollen abpassen, dass die alle diese Gesetze halten. Wir sollen abpassen. Und wenn wir jünger werden, wenn wir Kinder werden, wo merken wir das nicht, dass unsere Eltern sagen uns, pass ab. Pass ab. Wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht abpassen, dann erst merken, wenn wir in Gefahren kommen. Oder wenn wir nicht abpassen, dann finden wir uns in der Stadt, wo das gefährlich ist und wo wir aufgehen dann von dort, was fern und gut ist. Und so Moses fängt hier an, er sagt, wir sollen abpassen. Weil ihr auch keiner, was aufgewandelt ist von Gott, wat een dag een klare Entscheidung maakt, van der wil ik van God weggaan. Dat zijn meest alle zonen, wat afgegaan zijn van God, of wie af van God zijn, dat zijn zonen, die vangen God aan, aber met de tijd, die passen niet op, wo ze heen gingen, en na met de tijd, langsam, gingen ze wieder en wieder af. En een dag vingen ze zich zelfs in de stad, wo ze weer af zijn. Moses sagt hier, pass op. Wat zullen zij dan nou oppassen? Die zullen dat in denk houden wat God aan beleeren deed. So wat weer dat God aan leren deed? Eerstlich, we zijn hier dat God proeft aan uit. Ik glaube, dat is een ding van ons geloven wat ons vielleicht niet ganz so makkelijk is. We leren dat van God zijn woord, dat nogmaals proeft God ons uit. God deed ons aan een proef. En wenn wir in der Schule wären, dass wir die Zeit, wo wir uns vergrühen deuten, der Schullehrer, der hat all sorten Schulen, und dann mit der Zeit, dann am Ende wieder einen Test. Und wir müssen den Test nehmen, um zu sehen, wo gut haben wir dort gelehrt, was sie uns proben, zu belehren. Und Gott hat uns fangen an einen Test stellen, an eine Probe stellen, so zu sein, wo weit wir in Glauben sind gewachsen. So, was ist ein Test? Ist der Test dort, was uns ändern wird? Oder ist der Test dort, was bewiesen wird, wo wir sind? Dort ist, was eine Probe wird. So, wenn wir in eine Zeit gehen, wo das schwer ist, und wenn wir besser werden, wenn wir da werden, wenn wir jungen Gott dran tun, wenn wir in sehr schwache Glauben haben, wenn wir in Zweifel sind, ist das die Probe, was uns dazu bringen wird? Ich würde sagen, nee, das ist nicht. Die Probe, die weist uns,
wer wie urschweren, der proefde wir. En dit is wat God de Israëlieten doorleden deed. Hij leed hen door de wildnis, zodat hij kon eerst zijn wer de Israëlieten waren, en ook dat de Israëlieten kon zijn wer zij waren. Zij waren in een proef gesteld, en zij konden zichzelf krijgen te zijn wer zij werkelijk waren. So wat wir de grootste ding wat God wil de Israëlieten leren. En dat is dit. Hij wil je deemutig merken, dat hij zijn kan wat van een aanstelling houden. En of je worden zijn je boten houden. Dit is voor de grootste leer wat God ons ook wil leren, wanneer we op een proef gesteld worden. Ik leef een van de grootste zinnen, ik wil kan zijn, de grootste zin wat een mens hoort heeft, is stolz. Pracht. We doen ons groot, we zijn stolz en hart. En wanneer we stolz en hart zijn, wat dat meint is, we hebben ons hecher als wat we werkelijk zijn. We tun ons als hecher is wat God ons zijn deed. En stolz zijn is verten dat we hebben ons hecher is wat God verlangt van ons. Oder we hebben ons hecher is wat God in je wilt is. En we tun ons zelfs ons in het höchste je wilt. Wie zijn die wat leven, wie zijn boos over ons zelfs. Aber God wil de Israëlieten hier beleeren dat zij zullen deemutig zijn. Zij zullen deemutig zijn. Maar een ding wat mij aankomt, wanneer ik deze versen even lezen deed, is van waar komen de Israëlieten? Zij kwamen van de Egypten en toen werden zij slaaf. En wie würden ze denken? Een slaaf, die kon niet veel van zichzelf denken. Een slaaf, die is leergebracht en die zet zichzelf aan als niks. Hoe kan een slaaf stolz zijn? Wat je stolz zijn, is dit. In hart, gelijk wie zijn hecher is God. En dat is meerlijk voor een slaaf, dat we meerlijk voor zijn slaaf, wie kan dat zijn, dat deze slaaf wat in Egypten ongedrukt worden, zij in hart dachten, zij werden hecher als God. En God moest hen door de wildnis brengen en aan een proef stellen, zodat zij kunnen zijn, dat zij weer niet deemutig. Ik leef hier met we onszelf ook onderzoeken. Een ding wat ik verken zijn als mensen, is een falsche deemoed. Wat ik meen met dit is, we geloven dat wat we zijn, dat wat we bewijzen als deemoed, van werkelijk dat is bloß nog een soort stolz. We raden ons zelfs doel, zodat de mensen worden ons checken, dat we kan ons groot doen, met hoe deemutig we zijn. En we bejammeren onszelf, we geloven met onszelf dooraan, dan zijn we deemutig. Aber zonder wat deemutig is niet zonder wat de beeld allemaal verdrehen deed en drehen deed, dat de geschicht allemaal is aan zich. En deemutige mens is tevreden, wanneer de licht aan wat orde schijnen deed, en God oder een orde de eer krijgen deed. Weet je, de Israëlieten, die gingen in de wildnisraam en ze werden stolz. En wat ze wilden hebben, dat jeder moment, jeder persoon zal aanchecken. Zij waren de rechte. Zij waren de gouden. En wat ik wil zeggen, wie is mijn niet, is niet ver dit de uitzicht wat we hebben. We zijn deemutig. Kijk maar wat deemutig we zijn. Oh, wie kan ons groot doen, maar wat deemutig we zijn. En dit is de leer wat zij zullen leren. So wat is het dan, de tweede ding wat God wil gaan, de Israëlieten zullen leren? En dat is dit. Dat mensen leven niet aan boos brood. Ze zegt in het tweede poort van de derde vers, hij zegt, hij deed dit om je te wijzen, dat einer niet bloos aan brood leeft, maar dat einer zich op alles verlaten kan wat de Heer zegt. Dit is een vers wat Jezus
von reden, wann hij in der Wildnis war, en hij verroden werd von Satan. Satan proeft hem te verleiden. En in Matthäus Kapitel 4, die eerste but 4 vers, sagt hij es dit. Dann werd Jesus von Jesus in der Wildnis neergebracht en door van bij zijn vriend verzacht te worden. En als hij 40 dag en nacht je vast had, hungert hem. Dan kwam de verzeker en zei te hem, wanneer du God zien bent, dan voorbij deze Steine, dat zij die brood worden. Jezus aber antwoordde, dat staat geschreven, der Mensch leeft niet bloos van brood, aber van alle Wert, der Gott gereed heeft. So Jesus wijst ons hier, er zijn dingen wat veel wichtiger zijn als brood. En brood, hij redt niet van bloos brood zoals Zwieback oder irgendein brood wat we van reden doen. Hij redt van alles wat fleischlich is, alles wat material is, wat we hier verleven doen. Dort wat hier op de aarde is, wie verken das Menschen, wie leben bloß versaut. Bei Jesus und Moses hier auch, er sagt, es sind Dinge, was wichtig sind, ist dort, was wir anschieren, dort, was wir ans Taub sammeln können, dort, was wir schaffen tun und dort, was wir eten. Und dort ist das Brot, was von Gott kommt, Gott sein wird. Was wird, wenn dieses Menschen abhören mit eten? Wo wir nicht dern, wo wir nicht schwach. Vielleicht habt ihr mal getan, mit der und ein gefasst, wo ihr nicht eten down, und ihr sagten vielleicht tiet apart, dass ihr kann beten und Gott sein Willen segnen. Und mit der gehen vorbei, dann wird ein Mensch schwach. Und wenn ein Mensch nicht eten darf, verwehren ein, dann wird er dern und schwach. Meine Angst ist, dass viele von uns Christen, wenn wir sein wir uns jährlich wandel ist, wir wollen dann und schwach. Wenn wir sind so drauf, wir feiden uns selbst ab, wir feiden uns ihren Körper ab, aber jährlich hungern wir. Jährlich sind wir arm, jährlich sind wir dann und jährlich sind wir schwach. Warum? Wir nehmen nicht das Brot, was Gott sehen wird, ist. Wir feiden uns jetzt nicht ab, dass wir sollen. Und dann in der 4. bis 5. Vers sagt Gott, warum er haft und auf eine Probe gestellt. Und was durch diese Probe soll kommen. Er sagt in der 5. Vers, denkt daran, dass der Herr ihn Gott ihn strafen und tragweisen wird, so als ein Vater sein Kind belehrt. In Hebräer Kapitel 12, 7 bis 13 sagt es steht, nehmt dort an, das Belehrung. Gott handelt jünd so aus Sehens. Wo es einen sehen, den im Vater nicht ruft und trag hält. Wann Gott jünd nicht trag halten wird, so aus er dort bei alle det, dann sind die Brüder je Kinder und nicht Sehens. Wenn unsere Menschen in Vorrat uns belehrt und bestraft haben, und wir haben ihn doch geacht, wie viel mehr soll wir uns den himmlischen Vater ohne Ordnungen und Leben. Uns Vater haben uns mal eine kurze Zeit belehrt, so als sei dort für Gott hielten. Aber Gott hat uns belehrt und uns ungebessert, dort wir Undeil und seine Heiligkeit haben. Gestraft worden ist für uns, gerade wenn dort passiert, nicht eine Freude, aber Trauer. Nachher aber bringt dort für die sich durch in Gauden vereift haben, eine schöne Art von Fried zur Gerechtigkeit. Ich glaube, diese Versen recht verstehen ist sehr wichtig. Was lehrt die Schreiber von in Hebräer und was lehrt Moses uns hier?
Und dort ist Gott, der uns an der Probe stellen, Gott, der uns strafen, Gott, der uns belehren, so dort wie beter und beter Menschen worden. Und wie Jesus Christen, Gott, der uns belehren, so dort wie Dollar und Dollar Jesus Christus lecken down. Hier ist es wichtig dann, dass wir den Unterschied verstehen zwischen in Straf und in Belehrung. Du hast einen großen Unterschied. Straf hat zu tun mit Gerechtigkeit. Was recht ist. In Rechten. Wir wollen bestraft, weil wir uns dort verdient haben. Die Bibel lehrt uns, dass die Straf von Sünde ist Tod. Oder sind welche Dinge, die kommen, das sind Straf von der Sünde. Und weil Gott gerecht ist, und Gott recht in der, er muss die Sünde strafen. Das ist der Lohn, was die Sünde verdienen wird. Aber belehren ist was ordnet. Belehren hat der Untergrund in Gott seine Gnade und Gott seine Leib. Wills Gott uns leben det, wills Gott uns gut ist, det er uns belehren. Wills er weit uns belehren, was uns halten. Und das Hebräer hier sagt, der Schreiber in Hebräer sagt, dort jet uns nicht schein, das bringt in Trühe. Dort jet nicht schein. Und bei dem Eng sagt dort, du kämpft den Ort von Frieden und Gerechtigkeit. Und wenn wir von der in der Probe sind, das jet nicht schein. Ich weiß, das jet nicht schein. Wenn wir in den Test nehmen dann, wie sein Ferken, wo wir kart kommen, dort jet nicht schein. Aber Gott, der dort einmal ut live. Gott, der dort einmal ut genot, so dort wir kann sein, wo wir kart kommen, und wir können uns handgeben nur Gott, dort er uns trag wiesen kann, dort er uns trag halten kann, und dort wir können handgegeben sein nur Gott. Ich denke an Klima 2020. Ich will ein Klimatit nehmen von der, dort wie Vater Gott loten unseren Hort und Segen und uns wiesen, wo wir kart kommen. Weil je viele von uns, wir haben das vielleicht nicht mehr sein, dass Gott uns an der Probe stellt. Wir merken uns so drack, jenen Dinge schaffen, was wir nicht verstehen. Wir proben uns deutlich zu merken, was wir sollen tun, dass wir nehmen nicht die Zeit, zum Setzen, still sein und nur Gott horchen. Gott, der raubt uns an, Tag und Freund. Er will uns beweisen, wer er ist. Er will uns beweisen, wo wir kart kommen. Und ich habe Angst, dass viele von uns, wir kicken dran, was passieren wird, und alles, was wir sein, ist, was artig wird. Und wir merken uns drauf mit dort. Aber wenn wir von der Zeit nehmen, dort wir können von Gott lernen, als du stolz in uns hat, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Als du wenig Gnade, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Habe ich Horst gegen uns Bruder, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Als du Wort wenig live für uns Partner, für unsere Kinder, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Sehr wie Kart mit unseren Brüdern und Schwestern in der Kirche, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Sehr wie Dollar Sang hängeron ist Einigkeit, weil wir Gott uns dort loten wiesen. Weil wir diese Zeit nicht loten vorbeigehen, und dort loten vorbeigehen, dort, was Gott uns lehren will. Geweiht ihr, Brüder und Schwestern, Freund, wenn Gott uns auf eine Probe stellen wird, wie wir in Jesus Christus sind, hat er dort niemals zum Schoden. Hat er dort immer zum Gauden. Und wenn wir die Probe loten vorbeigehen und wir nicht lernen dann, der Weide, was du durchkommst, der ist dann von nichts. Und der geht uns vorbei, und der ist nicht halblich. Und dann der nächste Part, der Moses uns weiter lernen. Der erste Part sagt, wir sollen nicht bloß Gott in Denk halten, und wir sollen nicht bloß dort annehmen, was Gott uns probt zu belehren, wir sollen Gott sein Gesetz nachfolgen. Das erste Vers ist das.
dann dort nu, wat de Herr jün Gott jün gesagt hat. Halt je Satz en je horch die. Hier sind zwei Porten. Erstlich, hij sagt, hier ist es, halt je Satz en je horch die. Wir sollen die nicht bloß zu sich schieben. Wir sollen die nicht bloß in Dauntichte Eva sein. Wir sollen die ernst nehmen. Halt je Satz. Je horch die. Je denkt dat vielleicht, wenn je Kinder werden, und vielleicht sei ich von den Älteren, und je denkt dort, und die Kinder, die spielen, und sind Taubenrahmen, bald dann taubt das zu sein, und das erst bis eine große Gelüd, und das Wort bis Chaos, sagen wir auf Englisch. Und wir probieren die Kinder zu sein, was sie sollen tun. Und das darf nicht, und mit der Zeit wird sein, wie sei Lüd. Und wir merken sein, mal horch mal, Lüd sei wie das. Und man dort will wir haben, die Kinder sollen horchen, die sollen dort mal ernst nehmen, was wir anproben zu sein. Und dort ist was, wir sollen mit Gott in gesagt haben, wir sollen mal horchen, wir sollen dort ernst nehmen. Und dann der zweite Part ist, dann dort nu Wort, der Herr jün Gott jün gesagt hat. Jakobus sagt dort, wir sollen nicht bloß Gott sein Wort hören, wir sollen dort tun. Johannes Kapitel 14, der 15. Vers sagt es dort, wer mir Gott ist, wird meine Geboten halten. Wir beweisen, dass wir Jesus Gott sind, wenn wir seine Geboten halten. Sagen wir uns von der Frauen, wo ist uns Wandel? Wo leben wir? Na, wir würden gerne ein Antwort sein, wir sagen, na, mein Wandel ist Gott. Ich will die Frau noch ein Bett wieder nehmen. Wo ist unser Wandel, wenn keiner checkt? Da wie Gott sein Wort bus horchen, da wie Gott sein Wort bus no down, wenn andere checken, oder wenn wir ganz allein sind, wenn es bloß ich oder du und Gott sind, wo leben wir dann? Dort ist wirklich der Beweis, was uns bewiesen wird, wo wir stehen mit Gott. Und dort hat uns bewiesen, wo Gott wir dort tun, was Gott uns sein wird. Und dann in 7 bis 18 lehrt Moses die Israeliten, dass alles, was sie haben, kommt von Gott. Da wir Gott wird Ernte in dort Land anbringen, da wir Gott wird die rechtlich sehen, dort das Land Frucht bringen, und dann in den 10. Vers sagt Moses es dort, die wollen genug haben, dort zum Saat eten. Und die wollen den Herrn, den Gott, loben, für dort gutes Land, dort er ihnen gegeben hat. Ist das, was wir tun, wenn wir Gott gutes haben? Da wir Gott loben, da wir Gott danken, was er getan hat. Wir sind große Zeit vorbei, wo wir den Dankfast führen. Und wir nehmen Zeit und Dankfast, um Gott loben und danken, was er gegeben hat. Und das ist, was wir sollen tun. Wenn wir dort sein und wenn wir dort genug haben, wir sollen Gott loben. Und dann der 11. Vers sagt er weiter, pass auf, dass ihr den Herrn, den Gott, nicht verjeten. Pass auf. Es ist nicht, wenn wir alles haben, was uns jankert, dort wir an Gott verjeten. Es ist nicht, wenn unsere Häuser voll sind, wenn unsere Vorder nie sind, dann verjäht wir, dort uns Gott fehlt. Das ist, was Moses verholen hat. Pass auf. Wenn ihr alles habt, was ihnen fehlt, pass auf. Was ist die Gefahr, wenn wir alles haben, dass wir an Gott verjäten dann? Erst nicht in einem Land, wo Menschen mehr haben, und dollar recht leben dann, ist in Kanada oder States? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das besser als in irgendeinem anderen Ländern. Aber warum ist das zu merken, dass wir das kanadische
und so städtische Menschen verjeten dann von Gott. Wir passen nicht ab. Wir passen nicht ab und verjeten von Gott. Und wir verjeten dort Gott als der, was uns dort alle geben hat. Und dann sagt er wieder, wenn wir von Gott verjeten dann, was wird fern? Wir wollen stolz und wir verjeten von Gott. Wir verjeten, dass Gott als der, was uns dort geben hat. Wenn wir von Gott verjeten dann bleiben wir, ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft. Das ist, was ich geschafft habe. Das ist, was ich das alles gesammelt habe. Das ist, was ich diese Gabe habe. Das ist, was ich Gott in das sein. Und wir reden von ich und mir und sich und wir verjeten ganz von Gott. Das ist Gott, was uns gegeben hat. Und dann hat Moses ernten von 15 bis 18 denken, Gott wird die, was beschützen deed in der Wildnis. Gott wird die, was Water und Eten geben deed. Wenn du kein Water wir, Moses deed mit seinem Stock gegen den Stein in der Water rüht. Wo du kein Water wir, Gott mir Water. Wo du kein Brot wir, braucht Gott Manna. Wo du kein Fleisch wir, braucht Gott viel. Gott wird da, was alles geben deed. Und doch, wenn sie dort Gott haben, was denken sie? Was denken wir fertig? Kicken wir, was ich habe mit geschafft. 17. Vers sagt, denk nie nicht, dass je jünt mit jene eine Kraft haben dich gemerkt. Ich will von dir noch uns, wir in Kanada leben, dann besonders vielleicht, wie wir Apport sind von dieser Tag, wo immer je horchen dann. Denk nie nicht, dass je mit jene eine Kraft haben dich geworden. Je hat uns selbst nicht recht gemerkt. Das hat Gott getan. Durch was Gott uns geben wird und durch was Gott uns halten wird zum tun. Der 18. Vers sagt wieder, halt den Herrn, den Gott im Denk. Dort ist Hij, was jene Kraft gibt, recht zu werden. Und Hij dort will Hij von dir noch den Bund hält. Wohnen Hij jene Vordersch ab den Erd versprüht. Gott ist der, was uns die Kraft gibt, zum Recht werden. So, wir sind hier dort, wenn Menschen verjeten von Gott, sie fangen an zu denken, dass sie haben dort alles selbst geschafft. Und dann sagt Moses hier, der dritte Stopp ist, erst wird ein Mensch stolz, das ist der erste Stopp. Dann bleiben wir, dort wir haben dort alles selbst geschafft. Und dann in 19 bis 20 lehrt Moses hier, dort merken, wenn Menschen durchkommen, wo sie ganz von Gott verjeten haben, dann drehen sie nur auf Jetta. 19. Vers sagt, verjet den Herrn, den Gott nie nicht. Und dann sagt er wieder, an Gott nie nicht, nur andere Jetta, um dich zu dienen und anzubeten. Wo kann das sein? Dass eine Person kann so Gott anfangen. Die kann sich bekehren. Die kann sich ganz hingeben an Jesus. Die kann in 4 Hand von werden. Und dann bis in ein paar Jahren kann sich Jesus ganz abgeben und ganz für sich selbst leben. In Ferken nur einen ordentlichen Glauben gehen. Jesus abgeben und einen ordentlichen Glauben annehmen. Worum ist das? Will sich haben von Gott verjeten. Und wenn wir von Gott verjeten und wir nicht mehr in der Gemeinschaft leben, was du hast, und dort beleben, wo Recht, die Genot und Leib ist für uns, wir verjeten, was Gott wir dort haben. Und mit der Zeit, dann sei wir was ordnet. Dann sei wir die oft Jätter, was Rama uns sind. Und dann denken wir, dass dort Gott ist. Und dort ist, was Moses will haben, die Israeliten sollen verhauen. Sie sollen niemals Gott verjeten.
En wanneer ze God vergeten en worden onder jaren draaien, dit is wat God wil doen. Wanneer je dat worden, dat kan ik je van deel zeker zijn. Dan wordt je omgebracht worden. Wanneer je den Herrn niet geharten wordt, dan wordt hij je ombrengen. Krak zo, als hij de volken vernicht wordt, wo je naangonen. God wordt niet zijn herrlichheid en zijn aanbedings meedelen met onder. Dat is ziend en ziend alleen. So ik wil van deel met dit sluiten. God wil gaan van deel dat we zelf niet van arm en om arm vergeten. God vraagt van deel wie zullen aan hem denken. Ik weet niet hoe je in je wandel bent met Jezus Christus. Vielleicht zei je zo wat, neem dit ernst. En je leven handgegeven naar Jezus. Je denkt aan hem. Je neemt tijd voor hem. Je neemt tijd om de Bibel te studeren. Je neemt tijd voor je beden. De gemeenschap is goud. Die is diep en is rijk. Maar vielleicht zijn er zo'n wat voor een lange tijd al hand van God vergeten. De wandel met Jezus is niet wat de movia. En waarom de niet zo erst is de movia, je hand vergeten van God. Je had niet aan den Platz gegeven, wo hij de hoogste naam is in din leven. Ik wil je van deel die gelegenheid geven, om terugkomen. Merk je fresh op met God. Neem dat fresh aan. Merk een bond met Jezus Christus. Dat je worden je ganze leven handgeven naar hem, zodat je kan hem nur volgen. En dan, wanneer du zonne bent, en ik weet dit is, en komt je was voor mij dit jaar, en dat is dit. We zijn wat aangaan dit in de wereld. In Engels zeggen we worden zo distracted. We zijn wat aangaan dit, en we kijken van eine Seite naar de andere, en we vergeten van God, wils we dat tauben dit aan ons. Wer wir onze uren aufnehmen, von dort, wat tauben dit, wat we geen controle over haben, en waar we onze uren terug aan Jezus staan en met arm gaan, hand in hand, wils hij als die wat alles in controle heeft. We sluiten met een gebed. Gott in Himmel, wir sind dankbar für diese Botschaft von dir. Und diese Botschaft, die ist ernst. Du sagst hier, pass auf. Wir sollen nicht von dem Herrn, unseren Gott, vergeten. Und Gott, ich weiß von dir, wenn wir diese Dinge hören, dann, wie weit auf sind von Gott, das ist wirklich schon, was uns überkommt. Das ist wirklich, wir fallen uns, wir sind so weit aufgegangen, wo können wir zurückkommen? Bei Jesus Christus, seine Gnade, seine Liebe ist viel breiter, viel tiefer und viel größer, ist ein Fehler, was wir merken können. Und seine Gnade ist immer groß genug, um uns anzuladen, um zurückzukommen. Und Gott, ich bete, dass du uns Üben geben, dass wir können sein, was du sagst. So dass wir können leben, was ganz handgegeben ist nach dir. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.